Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge Minecraft. Schön, habt ihr eingeschaltet. Wir haben ja hier unsere kleine Mine gebaut. Also ja, sieht ein bisschen scheiter aus, aber wir lassen es mal so stehen, habe ich gesagt. Und zwar habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht. Also, haben mir sogar professionelle Hilfe geholt mit einem Telefonat. Und zwar ist mir gesagt worden, hey, weißt du was, bau doch da unten einfach komplett zu. Und mir ist erklärt worden, auf welche Koordinaten ich muss achten. Also eben, dass wir da können wir ja den Scheiben an tun, dass das noch cool aussieht, wenn wir da durchgehen. Zum Beispiel Scheiben oder eine Tür dann noch, und dann könnten wir da im Notfall dann auch mal rausgehen, wenn wir mal Lust und Zeit hätten. Und jetzt muss ich gerade mal schauen, auf welcher Koordinatenhöhe das wir stecken. Und zwar sind die richtigen Koordinaten X, Y und Z. Das heisst, 16 stimmt. Also man kann eigentlich auch auf Block schauen, so wie ich das gerade gesehen habe. Er hat mir gesagt, ich soll hier auf X, Y, Z schauen, auf Block sieht das genau gleich aus. Das heisst, wir werden jetzt auf Höhe 16. Das heisst, wir bauen uns jetzt eigentlich da unten einen kleinen Posten. Also wir bauen uns jetzt hier eigentlich eine selbstständige Dings. Wie sage ich dem jetzt? Einen kleinen Platz, wo wir rumchillen können. Also das ist 16, das muss ich mal schnell wechseln. Jawohl, okay. Das ist genau Höhe 16. Das heisst, wir bauen jetzt eigentlich hier unseren kleinen Bunker an, wo wir dann nämlich können unser Zeug platzieren, wo wir dann anfangen ein bisschen meinen. Und dann schauen wir da mal schauen, dass wir da schon ein bisschen mal alles wegnehmen, dass wir uns da unten einen kleinen, grösseren Platz machen, wo wir dann auch Freude haben, hinzukommen. So. Und den Rest bauen wir dann einfach wieder zu. Dass wir da unten wirklich einfach einen safen Platz haben, da, wo keine Zombies spawnen und alles drum und dran. Weil ich werde ja nachher dann sowieso wieder umstellen auf easy. Und dann bin ich mir sowieso überlegen, ob ich es einfach drinnen lasse. Weil irgendwie fehlt mir das Survival-Feeling fehlt mir irgendwie. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich Kohle da schnell schon. Da kommt die bauen wir ja gerade schon mit ab. Ich muss, glaube ich, dann sowieso nochmal schnell Spitzhacke noch machen. Wir dann nochmal schnell rauf müssen. Dann hätte ich mir vorüberlegen. So. Warte, ich nehme mir noch. Zack. So, und da bin ich sowieso gerade etwas überlegen. Komm, ich gehe gerade nochmal schnell rauf. Ich bin sowieso etwas überlegen gewesen. Bevor wir uns da einen wunderschönen Platz einrichten. Aber da bin ich mir überlegt, ob wir einfach zumachen oder ob wir wirklich so Scheiben anmachen, damit wir so ein kleines Feeling haben. Oder wenn wir dann da durchfahren, wenn ich dann mal irgendwann mal im Verlauf der Zeit Schienen würde finden. Weil Schienen selber zu erstellen, besonders in dieser Menge, braucht es so viel Materialien, soweit ich weiss, dass das eben nicht gerade allzu witzig wäre. Habe ich sie da rein oder in die andere Kiste? Ich glaube in die andere Kiste. Stückchen haben wir noch. Ja, haben wir noch. Okay. Dann gehen wir ganz kurz schnell zu unserer anderen Kiste. Und zack, dann müssen wir uns dann bald schon wieder um unsere Felder kümmern. Hoi, die wachsen ja wie nichts. So, da haben wir das Eisen. Oh, wir haben sogar wirklich noch einen guten Brocken an Eisen. Wir brauchen eine Spitzhacke, nehme ich mal. Das sollte ich mal schnell langen. Zack, zack. So noch. Und wir haben das Inventar ein bisschen voll. Wir müssen mal ein bisschen abladen. Komm, laden wir gerade oben schnell Teil ab. Essensteine sind da rein. Dann hat es da nämlich mal wieder ein bisschen etwas drin. Den Block nehmen wir gerade mal mit. Den können wir gerade mal wieder da platzieren. Ich glaube, das sollte gut sein. Kommt der Granit und der Diorit, den packen wir auch gerade hier in die Steinkisten rein. Die Stegen können wir auch wirklich einfach da lassen. Das ist Monster. Das gehört zu den Monstersachen. Das da ist Erde. Erde kommt da rein. Zack. So, Erdekiste ist schon ziemlich voll, aber wir haben fast kein Glas und kein Sand. Das müssen wir mal ein bisschen farmen. Da habe ich gesehen, noch Monstersachen, verfaultes Fleisch, das brauchen wir nicht. Und die Weizenkörner nehmen wir gerade noch schon mit, dann können wir gerade mal schnell unsere Hühnchen noch ein bisschen füttern. Genau, warte, nein, wieso bin ich jetzt runter? Und zwar, spezielle Sachen. Ich würde gerne mir eine Diamantspitzhacke machen und dann brauche ich aber noch unsere Dinger dazu. Und zwar diese hier. Genau, die nehmen wir gerade mit. Dann machen wir unsere Diamantspitzhacke ausnahmsweise. Ich kann eigentlich Diamanten nicht unbedingt gerade verschwenden. Aber, wir brauchen sie für unser Netherportal. Und zwar tun wir nachher Wasser auf das Lava unten anfüllen. Und dann können wir nämlich die abbauen. Und dann haben wir nämlich schon mal die Steine parat für unser wunderbare Netherportal. Dann können wir uns nämlich mal langsam überlegen, wie wir das bauen wollen. Genau, einmal Wasser sollte eigentlich lange haben. Okay, dann gehen wir aber noch ganz kurz schnell da ein Psychchen machen bei unseren
allzu liebe Hühnchen, die müssten wir ja da einmal schnell so, zack. Da haben wir gerade noch ein paar freilaufende Eier. Komm, die können wir füttern. Füttern, können wir euch alle füttern. Dann gibt es wieder Babys. So, zack, komm. Mehr Babys, mehr Babys. Wir brauchen noch mehr Babys. Genau, und die tun jetzt mal da rein. Nehmen wir die nämlich immer parat, dann können wir immer mal wieder so da reingehen. Dann haben wir noch gerade ein paar Eier. Der steckt, glaube ich, schon in Ewigkeit einfach da fest. Vielleicht sollte ich den mal rausbauen. Die Armnudeln. So. So. Hat es da in der Kiste noch etwas? Oh, 10 Eier. Oh mein Gott. Es funktioniert. Okay. Ein einziges Huhn ist rausgekommen, so viele Eier. Hast du flüchten? Hast du jetzt wirklich flüchten? Das geht ja gar nicht. So, viel Spaß euch. Bis zum nächsten Mal. Es sieht langsam richtig cool aus, nicht? Ich finde, es sieht langsam richtig cool aus da. Da müssen wir noch Treppen machen, unbedingt. Es sieht langsam cool aus, unsere Hühnchenfarm. Die kommt gut, die kommt gut. So, dann gehen wir weiter bauen. Hier oben bauen wir bauen alles aus. Also wir haben jetzt wirklich ein bisschen ein grösseres Projekt, wo wir gerade dran sind. Da muss ich auch schauen, dass ich die Decke noch immer ein bisschen wegnehme, dass wir nicht so hin und her jumpen. Was noch ein bisschen mühsam ist. Gut, aber mit der Gleisschiene wird das anders sein. Eben dann reinhocken und runter. Reinhocken und einfach runter. So. Jetzt sind wir da unten gerade mal angekommen. Jetzt tue ich da nämlich gerade mal schnell probieren, ob das funktioniert. Und zwar... ist das gerade dunkel geworden? Ist ja gerade dunkel geworden, wie nichts? Dann nehmen wir da unsere Diamantspitzhacke und dann probieren wir das nämlich mal, ob das funktioniert. Weil von denen bräuchten wir jetzt eigentlich, ich glaube, 10 Stück. Und jetzt denke ich, das wäre gerade noch eine coole Idee, wenn wir da mal das gerade machen. Dann sind wir Nein! So, warte, wir stehen da über. Da unten hat sie noch mehr Lava. Oh mein Gott! Und ich bin fast gestorben. Oh mein Gott! Ist das gerade eine dumme Idee in dem Fall? Wie mache ich das jetzt am besten, wenn es da unten da Dings hat? Okay, also da drüber ist ja jetzt eigentlich aus... Wir bauen jetzt mal den ab. Ui, Jägerli, wir sind fast gestorben. Und alles drum und dran. Ich glaube, ich habe jetzt wirklich auch nur überlebt wegen dem Dings, weil ich auf friedlich gestellt habe. Sonst hätten wir jetzt nicht überlebt. Okay, den haben wir jetzt abgebaut, oder? Ist da drunter immer noch mehr Lava? Okay, dann sollten wir jetzt den wieder abbauen. Oh Jägerli, oh Jägerli. Come on, come on. Es braucht immer einen kleinen Moment. Und ich mache den gleich Spellen nochmal. Wieso ist jetzt das Sonnenstein geworden und nicht ein Ding? Okay. Bisschen verwirrend. Aber den könnten wir, glaube ich, da noch abbauen. Jetzt ist es ein bisschen unfair, dass ich auf friedlich gestellt habe, aber ich glaube, ich bin gerade ein bisschen froh drum. So, voilà. Und wenn ich den jetzt abbaue, da kommt wieder Lava. Sehe ich das richtig? Wieso wird denn das zu so einem Stein und nicht zu einem... Okay. Also den sollten wir abbauen, sehe ich das richtig? So, dann machen wir das ganz kurz. Wir lassen es jetzt mal friedlich. Das gehört jetzt dazu. Dass ich einfach wenigstens überlebe. So, come on. Come on. Nein! Oh, Menno. Das ist ja mühsamer als erwartet. Das ist ja mühsamer zu machen als erwartet. Machen wir da mal schnell ein Fäckchen an, dass wir da etwas sehen. Ich sehe fast nichts im Dunkeln. So. Aber dafür haben wir es wenigstens nachher erledigt. So, nice.
Ich sammle den gerade ein, weil es könnte ja sein, dass da wieder Lava kommt. Ja. Jupp, wie ich mir gedacht habe. Okay. Wieso wird denn das immer zu Dings? Zu dem anderen Stein? Das verstehe ich nicht so ganz. Okay. Oh nein, das ist, bauen es gerade schon mit dem ab. Wir bauen es gerade schon mit dem ab. So. Jetzt ist das da ja wieder... Okay, okay. Also die Ecke sollten wir jetzt eigentlich abbauen. Wenn ich das richtig sehe. Nice, okay. Ich glaube, die Ecke können wir jetzt gemütlich abbauen. Let's go. Let's go. Aber mit dem Zeug. Also es ist verdammt mühsam zum Abbauen. Aber dafür haben wir wenigstens noch das Material für unser Netherportal, das wir in Ruhe weiterbauen können. Ich glaube 8 oder 10 Stück brauchen wir. Wir schauen jetzt mal, dass wir 10 Stück abbauen können. Wir haben jetzt, glaube ich, sicher schon mal die Hälfte zusammen. Das kann sich nur noch um die Stunden handeln. Und eben ein bisschen unfair, dass ich jetzt immer noch friedlich gestellt habe. Aber wir machen das jetzt einfach mal schnell so. Da bin ich auf der safe Seite, dann sterben wir wenigstens nicht. Juhu! Da drunter könnte eben noch Lava sein. Ich gehe ein bisschen näher ran, dass ich den Stein gerade aufnehme. Come on. Diese Spitzhacke hebt ja ewig. Nice. Okay, wie viel haben wir? 6 Stück. Okay. Also wenn ich ganz so nah anstehe, funktioniert das eigentlich gut mit Abbauen. Komm, wir machen mal weiter. 4 Stück brauchen wir noch. Die 4 die schnappen wir uns jetzt und dann bauen wir unseren Raum. Weil ich habe jetzt gerade gedacht, dann ist das Teil eben gerade gemacht. Da. Und dann haben wir unter uns nämlich keine Lava mehr. Oh. Aber so funktioniert es gut. Einfach genug näher stehen. Einfach genug näher stehen. Dann kommt das gut. Dann kommt das gut. Und nachher bauen wir oder unseren Raum weiter. Und nachher stelle ich mal wieder auf easy. Ist so langweilig ohne Zombies. Nice, okay. So, jetzt sind wir glaube ich bei 8, wenn ich mich nicht täusche. Dann wäre das jetzt 9 und dann noch eine. Und dann haben wir unsere 10 zusammen. Dann haben wir genug für unser Netherportal. Können wir uns dann nämlich mal aufmachen, hier, zum Glowstone holen und so. Und ich sollte aufhören umeinander kumpen, dann geht das wahrscheinlich ein bisschen schneller. Come on. Das geht ewig. Nice, okay, den haben wir. Und dann bauen wir noch den ab und dann sollten wir eigentlich alle haben. Und den Rest lassen wir einfach mal da unten. Sonst wissen wir ja, wo man es findet. Sonst wissen wir ja, wo man es findet. Come on. Bumm. Geht kaputt. Nice, okay. 10 Stück. Perfekt. Haben wir zusammen. Haben wir zusammen. Okay. Habe ich das noch schnell ab? Da. Zack, zack. So, dann würde ich sagen, bauen wir jetzt einfach da mal noch schnell weiter. Und zwar haben wir ja gesagt, wir machen hier ein wunderschönes Räumchen für uns. So, dann machen wir das gerade mit der Diamantspitzhacke, weil das geht nämlich verdammt zügig mit der. Jetzt können wir da nämlich eigentlich das alles mit Bruchstein ausfüllen. Es muss ja nicht aussehen wie ein Meisterwerk tun, es geht ja nur darum, dass wir nachher in Ruhe meinen können. Und eben für den Aufbau haben wir gesagt, stellen wir momentan noch friedlich und dann, wenn wir fertig sind mit Bauen, hören wir auf. Die Obsidian eigentlich hätte ich jetzt für den umstellen, aber ganz ehrlich, ich darf ja auch mal ein bisschen. Sonst wären wir wahrscheinlich gestorben. So. Dann haben wir hier unten langsam ein gemütliches Räumchen. Zack. Bauen wir da noch ein bisschen mehr aus. Dann tun wir da nämlich dann alles Fackeln aufstellen. Und dann tun wir immer in eine Richtung buddeln. Also wir gehen dann durchgehend in eine Richtung. Und so tut man dann eigentlich meinen, wir sollten ja wirklich immer noch auf der Ebene 16 sein, jawohl. Okay. Da würde ich dann eigentlich auch alles zumachen. Aber da können wir auch noch schon ein bisschen ausbuddeln, einfach, dass es ein bisschen angenehmer aussieht. Dann machen wir nämlich auch unsere Decke zu. Weil es muss ja auf gewisse Art und Weise auch ein bisschen ein safer Platz sein da. So, ne? So, dann mache ich da oben nämlich jetzt schnell zu. Schnell schauen wegen der Höhe da. Der geht gerade noch. Okay. Zack, zack. So, ne? Falsch. So. Ist der Raum ist noch ein bisschen grösser eigentlich, könnte er machen, hä? Ein bisschen grösser. Da unten können wir dann wirklich auch unsere Werkbank anstellen, Kisten anstellen. Wir buddeln noch ein bisschen in die Richtung.
Wir buddeln da noch ein bisschen in die Richtung. Damit er ein bisschen Umschwung bekommt. Nachher tun wir dann schauen. Eben meine. Ich hoffe, alle wissen, was das ist, wo das jetzt gerade schauen. Ich denke es aber schon. Jeder, der mal Minecraft gespielt hat, sollte das eigentlich wissen. Und zwar schauen wir dann, dass wir immer... Wie breit haben wir denn jetzt? Also das können wir nochmal wegnehmen. Das sieht blöd aus. Da können wir dann lieber eine Kiste anstellen. Es geht dann eigentlich darum, ich tue dann immer auf einer Linie, da machen wir zum Beispiel eine Tür an und dann tue ich durchgehend in die Richtung buddeln. Dann machen wir da die Tür an und durchgehend in die Richtung buddeln. Dann machen wir da die Tür an und durchgehend in die Richtung buddeln. Also von der Breite her würde es eigentlich gerade mal so passen. Jetzt ist die Frage von der Länge her. Jetzt habe ich gerade gesagt, da, dann würde es den nehmen. Dann müssten wir da wieder eine Tür machen. Da wieder eine Tür. Da wieder eine Tür. Und da wieder eine Tür. Dann würde es eigentlich schön aufgehen von der Raumdings her. Da Tür, da Tür, da Tür. Dann würde es eigentlich wirklich gerade schön aufgehen. Wenn ich jetzt, sonst müsste ich jetzt nochmal 2 führen gehen. Komm, das machen wir. Das machen wir. Dann bauen wir nachher schön alles gemütlich zu. Weil, ich muss sogar noch mehr als noch 2 in die Länge gehen. Wir müssen da unten auch den Platz haben, dass da wirklich unsere Gleisschienen runter können. Das Problem ist, in die Richtung gehen wird ein bisschen schwierig und in die, wegen der Höhle. Darum würde ich sagen, dann gehen wir lieber ein bisschen mehr in die Länge dafür. Dauert jetzt halt einen kleinen Moment, aber wenn wir es fertig haben, haben wir es dafür fertig. Und da muss ich aufpassen, ich höre da irgendwo noch Lava. So, ne? Ja, es kommt schon besser, Wir gehen wirklich noch ein grosses Stückchen. Weil es ist dann ja so, dass die Gleisschienen kommen hier oben ab und sie müssen ja da auch halten können. Und da wollte ich schon ein bisschen Platz haben. Machen wir lieber noch ein bisschen mehr in die Länge da. So, ne? Gott sei Dank haben wir die Mannspitzhacke, dann geht das nämlich alles ein bisschen zügiger. Dann müssen wir dann schauen, dass wir da unten wirklich alles auch wunderschön ausleuchtet, weil sonst haben wir dann die ganzen Monster, die uns im Weg kommen. So, ne? So, warte, ich habe ja noch nie fackeln, indem wir da gerade mal schnell ein bisschen heller machen. Ist wahrscheinlich sogar ein bisschen zu wenig, aber so. Aber ich glaube, nein, wir gehen noch mal ein bisschen führen. Nachher schauen wir nochmal schauen, wie das mit der Tür passt, von der Länge her. Und sonst nehmen wir nochmal eine Reihe mit. Aber wir brauchen hier unseren Platz. Oh, Gold. Nice, okay. Hat sich schon gelohnt. Hat sich schon gelohnt, die ganze Arbeit. So, ne? Noch mehr. Noch viel mehr. Komm. 2 Reihen nehmen wir noch sicher mal. Dann tun wir das Ganze abzählen. Und aber dafür, jetzt wie wir auch sehen, das was ich gemeint habe, durch die Mine, die wir jetzt hier bauen, also durch das Minen, bekommen wir so viel Stein über, also Bruchstein, dass wir uns dann wirklich auch einen Weg draussen bauen können, wir können uns genug Gebäude bauen, wenn wir das brauchen und so weiter. Also wir haben dann wirklich einiges, was wir damit anstellen können. Aber das Wichtigste ist jetzt, dass wir mal die Mine fertig bekommen, dann können wir eben ein bisschen minen. Und gleichzeitig Materialien, also wir findet dann wahrscheinlich alles Mögliche. An Diamanten und alles. Das Einzige, was mich gerade stört, ist, da haben wir 1, 2, 3, 4 breit und da haben wir nur 3 breit. Ich glaube, ich gehe da wirklich noch 1 über, wenn das funktioniert. Jetzt bin ich aus 1 zu weit über. Da bin ich 1 zu weit über, da füllen wir nochmal schnell aus. Zack. Aber 1 über müssen wir nochmal. Sonst sieht das nicht schön aus, sonst gefällt mir denn das Ganze gar nicht. Okay, da die Fackel schnell ab. Da können wir ja nachher schnell nochmal eine neue setzen. So, dann höre ich wieder Lava. Das ist dann aber noch ein bisschen gefährlicher, oder? Dass wir dann vielleicht in Lava reingehen oder das Lava plötzlich auftaucht. Aber für das müssen wir dann schauen, dass wir immer wirklich genug Wasser mit dabei haben. So. So würde dann das im Großen und Ganzen aussehen. Und jetzt müssen wir nochmal schnell abschauen. Also wir machen hier eine Tür, nochmal eine Tür, nochmal eine Tür, nochmal eine Tür, nochmal eine Tür. Nein, jetzt müssen wir genau noch 1 über. Und dann stimmt es nämlich auch von der Anzahl genau. Dann würde das von der Anzahl auch genau stimmen. Und der Raum in Ansicht sieht wirklich gut aus. Wir tun ihn nachher noch schön ausleuchten, eben wegen der Monster. Dann brauchen wir dann mehrere Türen. Ich muss dann sowieso schauen, was für Türen wir nehmen müssen, weil ich weiss nicht, Holztüren können, glaube ich, das Gegner auch aufmachen. So. Ich denke, das kommt gut. Und das nehmen wir gerade mit da. So, ne?
Es geht verdammt schnell mit dieser Diamantspitzhacke da. Hey. So. Kohle und alles das Zeug können wir ja dann auch noch rausnehmen. Es ist einfach wichtig, dass wir da mal noch schnell alles zumachen, was wir zumachen können. Wir müssen ja wirklich einfach eine Art Schutzbunker hier unten haben. So, das machen wir auch zu. So, und dann wäre das eigentlich der Eingang, den wir haben. Da fahren wir dann runter mit unseren Teiler. Das heisst, wir machen eigentlich auch hier oben alles zu schnell. Weil wir wollen ja geschützt sein. Das soll ein geschützter Raum werden. So. Klar, aber jetzt hat mir, also was mir auch gefallen hat, ist, dass wir da jetzt alles mit Glas ausfüllen, dass wir da wie so ein bisschen rein und raus sehen. Aber gleichzeitig muss ich sagen, wir haben gerade momentan nicht so viel Sand auf Vorrat. Und ich wüsste ja, wo es wäre. Also man sieht ja auch, dass ich da mit Bruchsteinen ausgefüllt habe. Man könnte das dann immer noch im Nachhinein abbauen kommen und dann das nochmal ersetzen, zum Beispiel durch eben Glasscheiben. Aber das Wichtigste ist jetzt, dass wir da einfach mal alles zumachen, damit es für uns einigermaßen sicher ist. So. Dann müssen wir da sicher mal noch ein bisschen ausleuchten. So, ich glaube, das wird lange vom Ausleuchten her. Die Raum in Ansicht sieht auch sehr gut aus und jetzt können wir eigentlich alle Löcher mal schnell zustopfen, die da auf den Seiten sind. So. So. Dass wir da wirklich auf der safen Seite sind, das sieht ganz und gar nicht gut aus. Das nehmen wir gerade wieder weg. Und dann tun wir jetzt gegenüber eigentlich alles nochmal schnell zusammenbauen, da, dass da alles plus minus gut aussieht. So. Mühsam. Aber ich habe das Gefühl, ich werde immer besser beim Bauen. Also jetzt da beim... Jetzt müssen wir das schnell wegnehmen. Wo ist sie unten? Nein, ich will die. Das ist meine Fackel. Ich will die. Ich habe aber das Gefühl, ich bin immer besser. Zack. Okay, dann da noch schnell eine. Ui, da müssen wir wirklich alles ein bisschen zumachen. He? So. So. Aber und dann müssen wir mal schauen, ob wir denn das alles da mit Scheiben ausstatten oder ob ich da sogar noch eine Tür rein mache. Ob ich da vielleicht sogar wirklich eine Tür rein machen, dass man könnte sagen, wir könnten dann auch mal in die Höhle ein bisschen durchforschen. Aber das müssen wir uns dann mal anschauen. Das müssen wir uns dann mal anschauen. Ich glaube, vorübergehend ist das einmal die beste Lösung, die wir haben. So, dann tun wir da wieder eine Fackel an. Wir müssen wirklich schauen, dass wir alles ein bisschen gut ausleuchtet. Nicht, dass da plötzlich ein Zombie irgendwo rumsteht. Ah, da habe ich sogar 2 Stufen genommen. Okay. Bisschen blöd. Wieder ein bisschen blöd. Aber ich glaube, es sollte trotzdem gehen mit den Schienen. Ich bin mir gerade unsicher. Ich hoffe, es geht. Sonst müssen wir nämlich alles nochmal umbauen. Sonst müssten wir alles nochmal umbauen. Ach, lassen wir es mal schnell. Zurzeit stört es uns ja nicht. So. Und dann habe ich auch gesagt, ich würde eigentlich richtig gerne so einen Lavafluss oben runterkommen lassen. Und das machen wir trotzdem. Ich baue für das dann einfach alles nochmal zu. Für das bauen wir alles nochmal zu. Es ist halt jetzt eine riesige Prozedur, die wir machen. Für das, was wir für eine eigene Mine haben. Aber dafür, denke ich, sind wir dafür gut ausgerüstet. Aber wir können die ganze Zeit Zeug farmen, wenn uns mal etwas fehlt. Und all die möglichen Sachen. Also, rühren wir jetzt mal schnell da rein, das auch. Obsidian rühren wir jetzt auch mal schnell da rein. Komm, Eisen. Kohle. Nein, die Kohle nehmen wir gerade. Da können wir ein bisschen Fackeln machen. Das können wir ja dann wirklich am Schluss nochmal alles aussortieren. Kann ich auch Wasser? Nein, Wasserkübel kann ich, die gefüllt sind, nicht übereinander stapeln. Okay. Noch ein bisschen Stein. So. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, wir haben hier wieder mal einen riesengroßen Fortschritt gemacht. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Wenn es euch Spass gemacht hat, dann lasst doch in den Kommentaren ein Like da. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, der Runde im Minecraft mit dem Schweizer. Danke vielmals fürs Einschalten, bis in der nächsten Folge und ciao.